In Namen von der Thieses-Familie und der Verch-Familie heute sind alle sehr willkommen hier von der Begrafnis von Johann Thiessen von der Osmarius. Ein Ehemann, ein Vater und ein sehr guter Freund. Und wo wir wollen von der hier beirrt von Goodbye sein, aber mit einer lebenden Hoffnung. Ne? Ich würde gleich in Psalm 23 Osmarius zu lesen hier. Der Herr ist mein Hort, mir wird dort an nichts fehlen. Er bringt mich ab der gereine Welt und lässt mich bei der frische Wutter reiben. Er gibt meine Säulen nie Kraft. Er lädt mich ab gerechte Weg am sein Namen sein holen. Und wenn ich auch durch diese Tool gehe, fällt kein Augenblick, willst du bist bei mir, dein Stock und deine Stadt sind mein Trost. Du merkst für mich ein Daschereit, so dass meine Feinde sein. Du gibst mir Öl ab den Kopf, mein Kofferrand Eva. Sicher wollen deine trüge Leib mit mir sein, solange ich lebe. Ich will in den Herrn sein Haus bleiben für immer. Wollen wir noch beten? Uns gerechter, lieber Gott, wir kommen diesen Osmarius fertig, uns wird das bedrückt, uns wird das traurig, aber wir weiten danach, wir können mit der Hoffnung sein, du verstehst uns und du bist Gott, kriegen dann, was uns passieren wird. Wir sind dir bloß so dankbar für, und wir danken dir auch, dass du uns das hast möglich gemerkt, dass wir die Hoffnung haben für ein Leben. Wir danken dir, dass du bist, dass du uns Beistand geben wirst in alle Leben von uns Leben. Von der beten wir auch im besonderen Serien hier auf das Service hier so, das auch für die Familie, wenn sie nur durch das Tool gehen, dann muss sie auf einem besonderen Weg dich bei sein und uns auch als Versammlung trösten, als Freund trösten, wenn du bist davon, wo das alles kommt. Wir danken dir bloß, dass du Gott bist und dass du gerecht bist, dass du bist und dass du hier so bloß in Kontrolle bist, hier so beirrt. Wir danken dir dafür. Das beten wir in Jesus in Namen. Amen. Wieder, wo wir hier das erste Anfang kriegen mit dem Lebensverzeichnis von Johann und dort wird vorgelesen worden von Isaac Thiessen, ein sehr guter Freund von Johann, und Cesar Quiñones, der wird dort auf Spanisch bringen. So ich würde Ihnen fragen, dass ich hier wohl nachkommen, das hier verbringen. Vandaag, Ola. Ich werde ein Lebensverzeichnis hier verbringen von Johann Thiessen. Geboren September 27, 1979. Topgetrüht April 27, 2001. Befried gewesen, 23 Jahre. Sie sind gesegnet mit 5 Kindern. 3 Jungs und 2 Mädchen. Victor, Aldo, Tiffany, Daniel und Esther. Gestorben im Alter von 44 Jahren, 8 Monate und 5 Tage. Johann gleich sein Leben. Seine Familie war sehr wichtig. Sein Schein gingen wir Motorcycle fahren, besonders mit seiner Frau Taub und mit Gruppen von Freunden. Er war ein Freund für viele Menschen. Und seine Arbeit ging sehr schön. Ich wollte hier mehr zu sagen, von Johann dort sein wird. Ich kann nicht so eine Stamm und nicht so eine Gutes Johann. Aber Johann, der würde das nicht sein. Wenn die in Grazia Trouble ist, Geld ist, dann hast du keine Troubles. Wenn du sind und da Dinge, die du nicht mit Geld fixen kannst. Wenn du von der Arbeit kommst, ab einem Tag, hängen deine Troubles bieten auf dem Baum ab, dass du dich nicht mit ein Haus anbringst. Danach Tito 3, 14. Und laut unsere Menschen auch lernen,
Gutes zu tun, dir zu helfen, wo dort nötig fehlt. Dort sei nicht unfruchtbar bleiben. Johann der Menschen helfen. Das gute Ding, was ich von denen sage, gleich, er redet nicht viel von. Seine Worte werden stark aus seiner Wirt. Für die von denen, die mich nicht kennen, ich bin Isaac Jenter. Ich fühle mich geehrt und ich freue mich, dass ich hier ein klein bisschen was mitteilen von wer Johann für mich wir. Wir kennen uns von klein an, aber Freunde geworden sind wir mal die letzte Zeit. Sind ungefähr 7 Jahre, 3 Jahre, ich habe angefangen mit Amtaup mit den Motorcycles, dazu wir uns anlehnen. Mir hat ein paar Dinge mitzuteilen, was ich mir gelehrt habe und mir viel geholfen haben. Wir haben den Kern dort, wir wollten das wir haben mit einer positive, gute Einstellung. Ich gleich sei zu spußen und wir haben das auch viel getan. Und ich denke, was ich mir lehrt, ich brauche nicht so viel eten, dass ich da auch nicht ganz so sei. Und letztes wir auf unsere Reise in Guatemala, wie wir dort an der Südkant Mexiko irgendwie, und wir uns dort nur Marach, hatten nicht Marach gegessen. Sehr hei. Und dieser Kind nicht bald was sagen, wir wollen eten, wir waren verhungert. Der zweite, wir sehr vergebend, haben mir dort gelehrt, ich weiß, dass eine Satz dann, wir rücken mit Druck zwischen ein paar Menschen und sehr wir wollen nicht so näher sein, wir hatten alle Fehler. Hat mir viel geholfen, ich war dazu an, dass ich viel zu näher war, ich fährt von anderen Menschen schlimm aufgenommen, wenn ich auch meine Fehler habe. In der dritte haben wir einen Bitte gewöhnlich Weserutgeber. Wir kriegen es am Kern leer, dass ich eine schwere Zeit in meinem Leben, der ging, wo mein Leben sehr geändert hat. Heute haben mir viel Trost gegeben, viel Ruhe gegeben, was mir viel geholfen hat und was ich mir angewandt habe, auch nach viel aller Wahl. Das Papiertag im Bett. Aber ich fällt mir von ihm immer sehr geirrt, wenn er meine Ruhe fragt. Er wird so weise und Ruhe geben und er fragt mir dann nochmal eine Ruhe und das fällt mir sehr geirrt von denen. Und so kann ich dann seinen Stuhl durch und ich will neue Brechen den Tag, mir hängt das Darm, ich will traurig. Ich gehe dann an und frage, ich kann mit mir am vertrauen, er kriegt mich in seine Stuhl dann an, dann fange ich dann mitzuteilen und heute rück. Wir haben so ein paar Stunden einen Träger spaziert und gerohrt. Und du haben sich getreust, wie hatten wir in der Woche nach neuen rein, die Wasser steigen, wo wir uns dann sich können halten und trösten. Und als ich dann wohl vor und dann seht er zu mir, und er steht, dass ich am hat, und er steht, dass er mir hat Ruhe gegeben, hat ich am Ruhe gegeben. Und mir wird es wichtig, dass ich mitzuteilen, wenn dort ist, Wege von wir. Die mir ganz immer gut in die Läufe fallen. Und ich würde hier kennen, vor mehreren Stunden vertrauen, von was er mir gelehrt hat, aber mir werden diese Dinge wichtig werden. Und noch ein Ding, was mich auch mitzuteilen, wie auf unsere Reisen. Ich habe Reisen in Guatemala, wie mit Guatemala City wir, und so hatte ich da einen Abend, und kam dann mir, und dann so sei dann einmal da, ich fragte alles abreda. Und dann sehe ich, wie mit bedreigt. Und
Ich habe so viele Menschen, die sind hier gewesen. Die wären, da ist so viel Städte an Drangen gefahren, so viel am Heavy begehen. Und ich sagte, ich habe immer gedacht, dass jeder ein von den Menschen, der hat eine Säule. Und die wurden einen Tag sterben und die hatten eine Destiny. Wir haben rundsicht an Tom, dass eigentlich waren auch. Und ich kiekte in mir und ich nachher vergessen, dass er mir hat sehen und sagte, aber der Unterschied ist, eigentlich weiten, wo wir hingehen. Und das, was hier von der passiert ist, ich kann noch nicht verstehen. Ich sage, Verbrechen, mein Hart ist traurig. Das war ich. Das merke ich im Zweifeln. Aber das, was die Welt zu uns tut, die bereitet uns die. Der uns wei, die merken uns zweifeln, aber das war so Jesus kam. Und er war da treistellen. Er kam die Gebrechen in der Welt treistellen und er war dort auch treistellen. Er war uns Tritt bringen mit Armen und der Arm war wir dort. Nach Vater begegnen. Ich grüße euch im Namen Jesus. Das ist ein großes Verrecht für mich, hier zu reden von dir, aber auch eine sehr große Abgabe. Lorna und ich, wir haben John und Eva, bei uns sind das aber John und Eva, ich weiß, wir sind das Johann Eifel, das sind das alles hier Menschen. Aber John und Eva sind in unserer Familie, was in uns Krons von Freunden für sehr viele Jahre. Ich bin ein junger Prediger in Ontario und sie waren ein junger Lied und kam bei uns in der Kirche. Eine Zeit und Johann hat lange gehört, zu der Zeit, längere eins, und mir sagte, das war sehr Geschmack für ihn. Aber einmal einen Tag kam der Aschel in der Kirche mit Karte hoch. Und aus dem Prediger ist ja einer besorgt, der war ein seiner Menschen. Man war dann dort down, ich dachte so, fehlten Point für die Uhr. Aber ich war dann und sein Bruder hat eine Wahrheit gehabt, hat er verspielt. Wat vielleicht nicht fertig in im Leben, aber ich muss aufschneiden. Und, aber wie wir in Donald, sehr special, sehr besondere Menschen auch in uns leben. Der von ihnen, was John kann, die weiten, die kann sehr lachen, ich glaube, die kann auch. Und ich dachte gestern, als wir herkamen, wir wohnen in Cocktailmock, und als wir herfuhren, und da ich so das ansehen, die schlug 5 Jahre 3 dood in Accident, und da ich so ansehen, die wir bekannt für sehr lachen. Und Menschen reden auf den ersten Tag noch einmal von, wo sie können lachen. Und ich dachte so, wenn John und Steve im Paradies sich trafen, ich wundere, wo sie die waren lachen, und die waren sich Spusen verteilen von uns hier. I mean, wir denken an die Ewigkeit, an das nur Tod denken wir von dieser Welt noch. Nicht? Ich meine, die Wahrheit ist, dass wir wissen nicht sehr viel, wenn wir in der Wahrheit reden von Krieg, was passiert nun Tod, aber besonders von über der Auferstehung. Aber wir sind ganz überzeugt, dass die, die gestorben sind, sind beim Herrn. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel, er wird lieber von des Körper weich sein und beim Herrn sein. Und so wir haben das Vertrauen. Wir haben das Vertrauen, das Ansehen als du, und wir haben Vertrauen, dass John ist du. Und dann wird ja nicht korrekt, wo du sich verteilen oder so eine Dinge. Aber weet je, der Mensch, der lebt wieder. Wenn der Körper auch tot ist, aber der Mensch lebt wieder. Der wirkliche Mensch lebt wieder. Und jetzt, als wir führen, wenn er denkt an ein Begräbnis reden, und besonders uns steht, was so sehr unverhofft ist und so sehr weit und weich, dann fällt sich das so, dass Menschen wieder, die sind so sehr schwach. Was sage ich? Ich sage, es für viele von ihnen fehlen, was sage ich zu der Familie? Und wir haben viele Menschen, die sagen, du brauchst nichts sein, sieh du bloß. Aber danach, wenn er denkt an Begräbnis reden, so steht, was sage ich? Wo wird die Familie was halten?
En dan blijf ik erinnert Gott mich an Jesus. Weet je, Jesus, die sehr guter Freund, starb ein Tag. En je weet die Geschichte van Lazarus en Martha en Maria. En dort wenn steht, wo ich leef, wenn Jesus in Jerusalem ging, wie dann wie er da beend. Vielleicht haben sie mit ihm gerade das Haus, wenn Jesus kam never allein. Er kam immer mit seinen 12 Jüngern, Tauben, und verstanden 12 hungrige Männer. Wird vielleicht auch sogar das John sagen, wenn wir nicht bald eten, weil wir dort hungern. Und so, die muss je Vater, die muss eten gemerkt, und so Martha schaf sei, und Maria sagt bei Jesus seine Feit und Horch. Wie weit in die Geschichte. Aber dann ein Tag wird Lazarus krank. Und ich sage mir, haben sie für Desaster in der Schachten kurz nur Jesus. Und sie hofften, Jesus wird kommen. Und weet je, wenn wir zaten in Leuren, dann fällt sich die Titen an der Ewigkeit. Und ich sage mir, für die im Hospital saßen und die lürden nur Antwort von Doktor, da fällt sich betterlich lang so eine Tit. In Desaster in die zaten da. Und Lazarus wird kranker und kranker und kranker. Und Jesus kämpft nicht und die kämpft nicht. Und dann starb Lazarus. Und ich sage mir, für sie schauen das Begräbnis so weit rüber, als sie können, die wird noch kommen, das wird wir noch ändern. Vielleicht haben sie sogar so gedacht, dass vielleicht kann Jesus den von dort abwarten, wenn er hat als am anderen. Aber das kam nicht. Und schließlich hatten sie ein Begräbnis. Und dann verging ein Tag, und noch ein Tag, und noch ein Tag. Und das kam nicht. Und einmal der 4. Tag, dann kam die Nachricht nur Desaster, dass Jesus ist am Hafen. Jesus ist du bitte kontarb. Und dann, als sie Jesus begegnen, dann sagen sie, wenn du wirst hier was, dann wird es nicht passiert. Wo wirst du, Gott? Und weet je, dat is een vrouw, wat wie ons op zo'n steed is dit vrouwen. Die hebben wie ons 100-mal gevraagd. En ik weet je dan ook, en wie dan nu waren. En ons doe je was, ze moeten een täuschung bij. Weet je, Desasteren, die werden getäuscht in Jesus. Du wirst je Lazarus zien, gute Freund, wohin kommst du nicht? Und du wirst hier was. Aber weet je, hij is hier. Na, wie kann ich einmal erklären, wohin diese Dinge alle passieren? Aber dann sagt Jesus, und weet je, wenn die denken, und was sei wird ein Mensch, am so eine Stelle steht? Und dann sagt Jesus, das wieder. Jesus sagt zu ihr, ich sehe die Auferstehung in das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er gestorben. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Bleibst du dort. Na, weet je, das Vers, der merkt kein Sinn, menschlich nachgedacht. Das Vers merkt kein Sinn ohne eine Auferstehung. Wenn Jesus sagt hier, ich sehe die Auferstehung, dann leben wir an mich glaubt, die wird nicht sterben. Und aber die dann. Und wie sein wahrer, dass die dann. Und 100% von uns wollen sterben, aber Jesus begegnen, wenn er zurückkommt. Ich wünsche mir mal, wie in der Gruppe, was Jesus wird begegnen, wenn er zurückkommt. Aber Jesus sagt, ich sehe das Leben in der Auferstehung. Und da will ich ein klein bisschen von reden. Wenn für so ein Vers ist, das zum Sinn merken, zum ans Christel das Leben, ans Leben für Gott, das Sinn merkt, das so eine Erfahrung ist, dass jemals irgendwo Sinn merkt an uns Leben, dann braucht es eine Auferstehung. Na, die Bibel lehrt uns, dass ohne die Auferstehung, dann ist uns Glauben tot, dann haben wir ein Haus vor, dann sind wir da, dann wollen wir das in Körper begraben, und das ist keine Hoffnung. Aber mit einer Auferstehung ändert alles. Mit einer Auferstehung, dann haben wir eine lebende Hoffnung, wenn unser Leiser der lebt.
Weet je, Jezus weer dood en die zijn terug van leven. Hij weer de Auferstehung. Hij beleeft de Auferstehung. Hij wijst de Auferstehung. En hij heeft ons gewezen wo we worden hangen. Nou, hij bracht Lazarus terug in dit leven aan. Eenmaal wordt het lijken, de persoon wordt gestorven is terug in dit leven aan. Ik weet ons niet het zo staat. En mijn blus aan Steve gedacht, dat zo, oké, dat is nu op een veel betere stad. Maar what about de familie? What about de kerk? En ik geloof, zo je het dat, en vele van jullie denken, zo, mens, hoe zal het weer gaan ohne John hier? En hier immer waar hij weer een zo'n wijze routgever en een zo'n beleefde persoon. En niet bloos in deze kerk, maar in de omgeving. Maar weet je, dat is een Auferstehung. En zodat ze doen, wo we sterven, woord van accident of woord van een krankheid. Maar dat is niet het laatste kapitel. En daar wil ik je besonders metgeven als familie, dat dit hier van jou is niet het laatste kapitel. Weet je, dat komt nog naar eeuwigheid. Dat komt nog een ganz ander kapitel. Wie weet niet graag wanneer wat komt, maar dat komt. En zo Paulus, hij redt in 1 Korinther 15, ik wil meer versen lezen van die, maar dat redt van de Auferstehung. En dan wil ik ons alle aan het leggen van jou, dat we niet treuren, als we geen hoopning hebben, we niet opgeven. En wenn so dingen passeren en dat ze schraken ons. En laatst was ik gezegd dat iemand zijn status, dat John, wir waren naar een hospital en ambulance en we hebben gevallen en zo weer, en met een schrak daar. En dan vangt hij aan te beden. Maar in dit geval heeft God hem de huis genomen. Op 1 Korinther 15, vers 40. Da sagt Paulus, du sind himmlische Körper in irdische Körper. En dit is een irdische Körper. Ik en du haben irdische Körper. Maar hij zegt, du sind himmlische Körper in irdische Körper. Dort wat om himmlische Körper schijn is, als wat anderes, als wat om irdische Körper schijn is. Nou weet je, eenmaal gleich, wenn ons Körper vielleicht gleich säuer, wie leven, dan zit niet zo smaak, of wat immer alle is, en alle hand wat, aber wieder eine große Anstrengung für das Körper. Und wir wollen den Schein haben, wir wollen gesund bleiben, wir wollen schmacklos, wir wollen alle Hand Dinge für das Körper. Und das ist auch nicht arg, wenn wir das Körper gesund halten und abrecht halten und uns so verstellen für Menschen, dass es angenehm ist, das ist was gut ist. Aber das ist ein verjünglicher Körper. Und wie sein das im Sorg von dir? Und wenn die Körper stot ist, dann werden wir den so als wir persönlich gelebt haben, in so schwer sind sie doch aus, aber wir wollen den Körper los sein. Das ist ein irdischer Körper. Aber ich sage, das ist ein himmlischer Körper. Und so, wir wissen nicht gerade, was alle gut ist an den himmlischen Körper. Weißt du, was wir wissen? Wir wissen, was Jesus wie nur eine Verstehung. Haben wir nicht ein Gas, was unsichtbar wie in irgendwo in der Waldenraum schwammt oder so was? Haben wir eine Person. Und hij begint ze niet ging en hij zegt, hey, ik zie niet in jas, voed me mal aan, ik geef me wat te eten. Ik heb me al gedacht dat met een grote groep op eten, dat je het schijnt. Irgendwo een barbecue hebben of zo, dat je het niet alles schijnt, niet? De ganze familie top. En dan om te denken dat we worden in de eeuwigheid en we worden eten. Dat schijnt te eten wordt geft. En niet vaat worden. En weet je dat wat schijn gaan? En dat is die gemeenschap. Dat is eerst altijd, we denken door van deze wereld nou, niet? Maar Jezus heeft uit, nu zijn Auferstehung. Nou, hij weer door en dan plötzlich niet. Zo dingen hadden geändert, maar hij weer door. Als een persoon. En dat is een beeld van waar we worden in de Auferstehung. Zijn ons Körper. Die wordt anders zijn. Geen krankheid, maar geen alle worden, geen niks. Wat ons hier allemaal alle kwält en aanhangt en zo'n dingen. Dat wordt alle weg zijn, plus een herrliche Körper. Hij zegt wieder, das steht in vers 42. So wordt het ook zijn, wenn die Todes opstaan, die Körper, die gezet wordt, moet vergaan. Aber die vom Tod absteht, wordt bestaan. Nou, wie weten, we willen den Körper niet hebben, wenn dat is bloß einmal von Gott so gesagt, dat ons Körper, die verkämmt.
Wenn du es nicht mehr erleben wirst, dann verkämpft er, dann werden wir den los sein. Aber der Charper wird nicht was vergehen. Was geregnet, wird gesät. Aber was von dort absteht, wird hadlich sein. Was gesät wird, ist schwach. Aber was abstehen wird stark sein. Na, weet je, John hat einen starken Charakter, eine starke Person, aber einmal, dann gibt es so einen Bums, was auch sein Körper nicht durchmögt. Und der Körper verjährt, und der Körper ist storf und ist schwach. Und die weiten dort alle, die von jent, wo al Bett alle sind, die Knien dann al weihen, hoher sind utgegangen bis am von jent, und so eine Dinge ist dort, nicht? Und so ans Körper, der ist nicht mehr, like ans Körper wird alle, der wird schwach, fangen an Lohn zu gehen, fort mal wohnen in Altenheim. Dann wollen wir sehen, was passiert. Wenn das gering, das schwach, aber nicht Jan Körper. Das ist herrlich, das ist stark, der wird niemals vergehen. Er sagt wieder, da wird ein fleischlicher Körper gesät, aber da wird ein geistlicher Körper von dort abstehen. Wenn dort ein fleischlicher Körper gibt er auch ein geistlicher Körper. Na, weet je, er meint nicht, dass ein geistlicher Körper wird irgendwo noch nicht zu sein geht, oder dass ein Geist wird irgendwo ist, was keiner weiß. Aber das ist ein Körper vom Himmel. Na, wir haben alle einen Geist von der, was lebt. Und so ein Körper von dort, das ist ein geistlicher Körper. Aber wir sehen einen fleischlichen Körper. Aber der, was absteht, ist ein geistlicher Körper. Er sagt wieder, der erste Mensch wird von Stoff von der Erde, der zweite aber vom Himmel. Und er redet von Adam und Jesus. Und so Adam kam von dieser Erde, wird von dieser Erde gemerkt, Jesus kam vom Himmel. So ist die von der Erde genommen, sind auch die anderen, die von der Erde stammen. Und wir leiten Adam in uns Körper. Ons Körper ist auch von Stoff von der Erde. Ons Körper geht drin in die Erde. Ons Körper, der ist, so ich sage, das ist ein sehr feiner Körper. Und wir gleichen ihn, wir wollen holen den, wir wollen ihn gesund holen. Aber der wird sterben. Und der wird vergehen. Und der wird drin in die Erde gehen. Und wenn du ein Spiegel checkst, dann checkst du in den Körper, was Adam leckend von Stoff ist. Und dann sagt er, so ist der himmlische Essent auch die, die vom Himmel stammen. Aber so ist Jesus es, so sind wir in der Auferstehung. So ist wie dem, der von ihr das leugnen, so wollen wir auch dem, der von Himmel ist, leugnen. Und so Jesus, ich sage mir immer so viel am Leid, das kriegt so aus vorher. Na, das sagt, dass die Jünger zum Beispiel, die in Emmaus gingen, und Jesus ging mit den Tauben, ihre Augen wurden geholt, sagt er, dass sie ihm nicht kamen. Da will ich, dass Jesus ganz anders leid. Weißt du, was Jesus zu seinen Jüngern sagt? Thomas, besonders check mal in meine Ohren, voelt mal meine Seed. Und dat wir in den sind, der salzige Körper. Aber der verherrlicht. Der verjingt nicht mehr, den ging nicht mehr tot zu werden, den ging nicht mehr zu kritizieren. Und der wurde nicht mehr von Schallfrau fallen und dort flohen. Und so hier haben wir Körper, das Adam, dort haben wir Körper, das Jesus, das ist herrlich, das ist jässlich, das ist vom Himmel. Horch einmal her. Ich sage Ihnen ein Geheimnis. Wir waren nicht alle gestorben, wir waren aber alle verändert worden. Da wird plötzlich kommen ein Augenblick, wenn der letzte Trompet blosen wird, der Trompet wird geblosen worden und die Todes waren abstehen, unverweslich. Und wir waren verändert worden. Das will ich erst ein Bett von reden. Das will ich mit Leichen zu sein. Weet je, der Tod ist uns ammerlich. Der Tod ist was anweiten, das ist ein ewig nur hängende Gardin sozusagen, wo wir nicht krank weiten. In der Grillwandsfläche Wasser moten fährt, wenn wir, even sogar wenn wir Jesus kennen, nicht, dass wir uns so grillen verdaut, aber du hast ein bisschen das Gefühl von Unheimlichkeit, eben Tod. Und dann denke ich einmal so, Mensch, ich wünsche, ich lebe, wenn Jesus zurückkam. Paulus sagt in der Thessalonicher Brief, dass die, die in Christus gestorben sind, die waren das erste Abstehen. Und dann, wo wir da leben, wir waren in einem Augenblick verändert worden. Und dann, wo wir Jesus begegnen in der Lauf. Mit die Taub, die all gestorben sind. Mensch, das wird ein Tag sein, sonst wir uns nicht mal träumen können. Und so die Trompet wird blosen und wir wollen abstehen.
Na, wenn du nicht Jesus kennst, dann grillst du dich vielleicht für das Tag. Aber weißt du Gott? Von der hat Jesus eine Hammer genug gegeben. Von der nimmt Jesus eine Hammer Menschen an. Du kannst nicht Jesus kommen, du kannst arm annehmen, als deine Leute. Und du kannst auch sagen, weißt du Gott, ich will mit Jesus top in der Luft begehen. Ich will mit all meinen Leben, was ich begruft habe. Und ich kann mich nicht verstehen. Würde was sein, wenn wir waren in der Luft begehen, wo wir Steve da begehen, wo wir John da begehen, und wo wir Leben Menschen, die gestorben sind, begehen. Das war ein wunderbarer Tag sein. Vers 53, das ist so, das wird verwesen kann, oder das wird verwesen kann, mit dort antragen, wird nicht verwesen kann, und das wird sterben kann, mit dort antragen, wird nicht sterben kann. Und so Paulus deed dat, dus ik harpers vergelijken. En immer van dat zwak, oder dat storft, en dat stark, en dat leeft. Aber wenn das, was je verjährt, dort und übertragt, wird nicht verjährt, und wenn das, was storft, dort übertragt, wird nicht storft, dann wird das wirklich so sein, dass dort geschrieben steht, der Sieg hat den Tod abgeschluckt. Dan weet je, der Tod ist in gewissen Minuten uns Feind hier. Der Tod ist ein bisschen ein Stachel. Und einmal sage ich, der Tod ist ein Fluch in uns Leben. Und ich habe einen Sinn. Aber ich habe de latere jaren veel mee gedacht, daar zum Garten Eden. Adam en Eva moesten daaruit. Weet je waar we heen? En ik heb veel gedacht, dat we een Straf. Sie müssen in den Garten Eden rühren, die sollen nicht nur den Lebensbaum, sagt Gott. Und dann sagt du ein Engel fern, der soll nicht treten, nur den Lebensbaum. Und ich dachte, haben wir so, dass wir eine Strafe. Aber bei einmal, von der Art lebe ich nicht mehr, dass es eine Strafe ist. Ich glaube, dass wir Gott seine Gnade. Weißt du, wo wir sind? Stell dir mal vor, du hast einen kranken Körper. Schrecklich, und ihr Weide, und ihr Schreef, oder was immer das. Und ihr macht für alle Ewigkeit so dort leben. Keiner von uns will das. Und so Gott sagt, Adam und Eva sollen nicht treten und Lebensbaum, wenn dann wollen die davon eten, dann wollen die immer leben. Aber das meint in den gefallenen Zustand. Und so Gott hat den durchrührt, dass wir Menschen sterben können. Wenn von dieser gefallenen Welt, von dieser gefallenen Körper, von dem, was schwach und gering und verjährt, von davon loszukommen, der jetzt durchsteht. Aber durch diese Veränderung, wenn Jesus wird zurückkommen. Und so ich kicke von der so an, dass wir Gott seine Gnade. Na, das ganze denkt wir nicht in Gott. Das denkt nicht, dass das Sinn entscheidet, sie müssen in Gott Eiden rühren und all das. Aber du mag, hilft Gott eine Gnade. Und so der Tod von der ist auch noch eine Gnade. Ich stelle sich vor, hier haben einmal Menschen gekannt, die all prachen und beten, dass sie wenigstens noch sterben können. In der Möglichkeit mögt Gott mit ihnen nicht drehen oder im Baum laden. Das ist eine interessante Idee für mich. Und so was sagen wir zu Menschen? Weißt du, was wir sagen? Ich sehe die Auferstehung in das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und so von der Seite denken du hier. John hat sein Leben gelebt, er hat seine guten Dinge getan, seine Fehler gemerkt. Das Kapitel ist toll. Aber kann du leben von der? Und wenn du nicht kannst sagen, dass ich kann Jesus, von der ist noch ein Tag, den Jesus annehmen. Und wenn Jesus von der Sinn gestorben hat, er alle betont. Na, wie kann Erlösung hier haben, wie kann unsere Sinnen hier vergeben sein, aber unsere Erlösung ist niemals vorig hier. Der ist modern vorig, wenn wir schon nie ein Körper kriegen. Na, was passiert mit den Toten, wenn die sterben und dann von über der Auferstehung, dort lädt, wenn Gott sie hängt. Wir haben Ideen, einmal, aber das sind meistens Ideen von hier. Aber ein Ding weit wir, dass Gott sagt, dort wird vergeben wird, hier wird dort bestehen. Da was hier gering ist, dort ist dort herrlich. Da was hier schwach ist, dort ist dort stark. Da was hier fleischlich ist dort jässlich.
Da wat hier von Stoff von Erdes, es dort vom Himmel. Zoals wie hier Adam lichten met zijn gefallenheid, zo wat we dort Jesus lichten met zijn opgestohene Körper. Da wat hier verfehlen kann, da wat dort bestehen, da wat hier sterben kann, dat wat dort nicht sterben. Und dort, wo in Paulus es dit sagt, in Römer 8,18, für mich zu besäuen, sind diese Lieden nicht wert mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die uns soll offenbart werden. Und weet je, von der aus das Lieden, von der aus Trüren, aber nicht ohne Hoffnung, aber das jetzt nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, was Gott uns wird geben. Schauen Sie Jesus. Er will die annehmen. Er gleicht die. Er starb für die. Und seine Arme sind weit oben für die. Himmlischer Vater, Dankeschön für deine jenen Worte. Dankeschön, dass du uns lieb hast. Dankeschön, dass du uns erlöst hast. Herr, wir danken dir für unsere Erinnerung von John, von seinem Leben. Und die Dinge, was er sehr gut tut. Wir danken dir aber auch, dass er Vergebung kriegt für die Dinge, was er nicht hat gut getan. Und wir danken dir von dir, dass jeder einer von uns kriegt Vergebung bei dir. Herr, ich bete für die Familie, ich bete für diese Kirche. Das ist ein großer Schlag, ein großes Leid steht. Aber du kannst dir fallen, du kannst Kraft geben, du wirst mit ihnen gehen. Du danke dir für, aber besonders danke dir für die Auferstehung. Herr, da wird hier schwach und verjährt und gering ist, das dort herrlich und stark. Und du danke dir für, und du hilfst uns an, und wir preisen dich dafür. Amen.